Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum Bundesliga-Heimspiel, was 25. Spieltag, glaube ich, gegen unsere Freunde vom VfL. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und verpasst natürlich nebenbei auch kein Video, wa? Und damit gehen wir mal rein in den Bums. Bin mal gespannt, wie viel Kimmich dominiert die BK heute ist. Zum Pressetalk vor dem anstehenden Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfL Bochum mit unserem Sportdirektor Christoph Freund und Cheftrainer Vincent Kompany. Wir starten direkt mit Sky und Torben Hoffmann, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal an den Trainer. Kapitän Manuel Neuer fällt aus. Hast du schon eine ungefähre Ausfallzeit und wie hat dir dann der Auftritt von Urbik gefallen, der als junger Torhüter dann sein Debüt gleich in der Champions League geben durfte? Und Christoph, die Anzeichen verdichten sich ja, dass Joshua Kimmich den Vertrag beim FC Bayern München verlängern wird. Kann man da heute noch mit der entsprechenden Verlautbarung rechnen und wie ist der Stand? Danke. Also für Manu... Aber schön, dass der Torben jetzt schon unserem Sportdirektor diktiert, welcher Vertrag verlängert wird. Ne? Wild. Ja, ich würde schätzen, dass bis die internationale Woche, dass er sich die Zeit nehmen muss, um zu erholen. Aber ganz genau weiß man nicht. Es kann ein bisschen schneller gehen oder ein bisschen länger dauern. Ich würde sagen, es ist auch gut, dass diese internationale Woche jetzt kommt, weil das offen natürlich die Perspektive, dass er nicht zu viele Spiele vermisst. Und ja, Jonas hat, wie gesagt, ich will von Anfang an eigentlich nicht so viel Druck machen auf Jonas. Er hat es gut gemacht, im Training auch. Und, okay, das heißt, er spielt gegen Bochum, oder? Das soll ihm auch Vertrauen geben. Und ja, die Spiele, die jetzt kommen, da zu tun mit das Kollektive, mit der Mannschaft. Und er ist auch ein Teil davon, dass wir, wo wir Vertrauen in ihn haben. Und ja, es war gut, in die Champions League mal reinzukommen, aber in die nächsten Spiele habe ich das Vertrauen, dass er das so machen wird wie im Training und wenn nicht, auch kein Stress, wie das gehört dazu, ist für uns einfach wichtig, dass er das richtige Talent hat, richtige Mentalität und deswegen haben wir auch volles Vertrauen. Er vertritt ihn auf jeden Fall, Manu, also nicht Ulle, weil vielleicht erfahrener, es bleibt Urbik sicher jetzt auch ein Tor. Wenn wir einen Spieler holen, dann müssen wir auch Vertrauen geben. Und ja, das denke ich auch ist der richtige Schritt. Also man hat ihn ja nicht umsonst verpflichtet in der Winterpause. Man hat ihn jetzt nicht verpflichtet, um ihn auf die Bank zu setzen. Wenn Neuer ausfällt, dann muss er jetzt auch rein. Dann muss er die Spiele kriegen und zu zeigen, wo er steht, wie die Entwicklung ist und Punkt. Ne? Das ist einfach so und ja. Haben wir bis jetzt immer gemacht. Und danach ist es einfach, wie gesagt, die Mannschaft, die letztendlich leisten muss. Ja, zu Jo gibt es aktuell nichts zu verkünden. Es wurde ja sehr, sehr viel geredet, spekuliert in den letzten Tagen immer wieder. Aber wenn es etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das machen. Aber nein. Nein. Die Bildzeitung, Nicolina, bitte. Servus zusammen. Frage an Trainer, nochmal zu den Torhütern. Jetzt ist ja Daniel Peretz wieder fit und jetzt habt ihr mit Sven Ulreich, Daniel Peretz und Jonas Urbich gleich 3 fitte Torhüter. Wie sieht denn hinter Jonas Urbich die neue Torwart-Hierarchie aus, wenn alle fit sind? Wer ist da die Nummer 2 und wer die Nummer 3? Ja, wichtig für uns erstmal ist, dass wir, wie Sie das gesagt haben, dass wir Talent haben, Qualität haben in diesem Bereich. Und wir haben natürlich eine unglaubliche Nummer 1. Aber wir haben auch da hinten Jungs, die uns richtig helfen können, die das schon gemacht haben. Und ja, ich habe schon gesagt, Jonas spielt morgen auf jeden Fall. Und für Perez, er hat uns schön vertreten, wenn Manu nicht da war und er hat das sehr gut gemacht. Ja, ich finde das okay. Ich finde das okay, dass man Urbich jetzt bringt und nicht einen Peretz. Ist natürlich ein bisschen schade für den Daniel. Aber wenn man Urbich verpflichtet, ja, dann musst du ihm jetzt auch die Spiele geben, ja. Und dann musst du mal sehen, wo er steht. Ne? Peretz dahinter, ja,
sollte ein Ubich das nicht packen, ja, dann muss ein Daniel rein. Hätte man Ubich jetzt nicht verpflichtet, dann hätte es natürlich einen Daniel bringen müssen. Ulle ist klar die Nummer 3 oder Nummer 4, wenn Manu fit ist. Und gut ist. Ja, dafür hast du die Torhüter. Ich gehe davon aus, dass ein Daniel verliehen wird. Ihn zu verkaufen, fände ich Schwachsinn. Er hat bisher den Job gut gemacht, wenn er spielen durfte. Aber ja, nochmal, wenn du die 10 Mille da ausgibst für den Ubich, dann musst du ihm jetzt auch das Vertrauen geben, die Spiele geben und dann gucken, wo steht er. Ja, Punkt. Aber morgen ist auf der Bank auf jeden Fall Sven Ulreich. Aber es hat auch damit zu tun, natürlich haben wir Vertrauen in Ulle, aber es hat auch damit zu tun, dass Daniel Perez eigentlich noch total nicht geplant war für diese Woche in seiner Rückkehr. Ja, okay. Und in den nächsten Tagen, Wochen werden wir das ganz ruhig besprechen mit den Spielern, damit alles super deutlich ist und in die Öffentlichkeit ist es jetzt nicht das richtige Plattform. Ja, hat auch recht. DPA und Klaus Bergmann, bitte. Guten Morgen. Herr Kompany, bevor ich noch eine Frage zu dem Spiel gegen Bochum habe, nochmal nachgefragt zu Jonas Urbik. Es ist natürlich so eine Situation, am Mittwoch ist er reingekommen, er konnte ja damit nicht rechnen. Dann geht alles ganz schnell, dann kann man eigentlich gar nicht nervös werden, dann muss man funktionieren. Ist es jetzt für ihn, wie haben Sie ihn jetzt wahrgenommen? Jetzt ist ja eine andere Situation, er weiß, Alter, machen die da einen Affen darum. Was ist denn los, Jungs? Das ist doch kein Torwart, der noch nie zwischen den Pfosten stand, oder was? Ja, das war nur beim ersten FC Köln, aber da war er halt lange Zeit der erste Torwart. Also, Leute, was ist denn los mit euch? Ja. Alter. Wild. kann sich jetzt so 48 Stunden noch gedanklich vorbereiten, dass er gegen Bochum spielt. Und dann kommt Dienstag dieses große Spiel in Leverkusen. Ist das eine andere Situation? Wie haben Sie die früher als Spieler wahrgenommen? Ja, man muss immer irgendwann anfangen. Und das ist einfach so. Junge Trainer, junge Spieler, junge Torwart, junge Journalist. Man muss auch immer, ja, jetzt nicht mehr, aber du bist auch irgendwann angefangen. Und dann ist es einfach so. Und dann kommen immer die gleiche Frage zurück und kannst du nichts machen, musst du einfach da durch. Und das gehört alle dazu. Was man auf jeden Fall lernt im Fußball ist, dass es immer eine Mannschaft gibt. Und dass es immer, gerade wenn du mit so viel Talent rund um dich spielst und Qualität, dass du immer das Vertrauen haben musst, dass auch eine in deiner Mannschaft was macht, machen kann, die Besonderes ist. Also machen wir uns nichts vor, ey. Selbst wenn der Urbich irgendwie einen Klops drin hat oder so, guckt euch Manuels neue Leistung diese Saison an. Ja. Also, alles ist gut. Ja. Der Druck ist nicht so hoch, als wie er vielleicht früher gewesen wäre, Manuel Neuer mal zu ersetzen. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. Für mich liegt die Druck immer auf die erfahrenen Spieler, die Spieler, die hier schon lange sind, und nicht auf die Jungs, die jetzt gerade reinkommen. Und das gehört einfach dazu. Aber ich weiß, es ist so eine Situation, wo es wird jetzt 3-4 Tage Spaß machen, das ein bisschen aufzubauen. Ich verstehe es, aber von unserer Seite ganz ruhig, viel Vertrauen wie immer. Und wir haben ohne Manu schon ein paar Mal gespielt diese Saison mit Perez und mit Ulle auch. Und bei uns wird das die Grundidee nicht ändern, darf nicht. Und jetzt, wie gehen Sie mit dem Spiel gegen Bochum um, das im Prinzip eingebettet ist in diese 2 natürlich Highlight-Spiele der Champions League? Wie stark dürfen Sie rotieren, um auch nicht Ihrer Mannschaft das Gefühl zu geben, naja, das machen wir so irgendwie mit links? Yeah, if I can answer this in English, just to be a little bit more precise. So you do have this calendar situation in the Champions League. So the 2 teams that face each other so ourselves and Leverkusen in our game, and it was ourselves and Celtic in the last time we played each other in the Champions League. You have either a program with 6 days in between games, or 2 games in 6 days, the Champions League games, or you Dieser Faden hier, ne? Seht ihr jetzt have nicht, 2 was games in weiß 8 ist? days, and then in the Der triggert mich. middle of those comes the 3rd game, which is then the Bundesliga game.
So we ended up for the second time with the 6-day program. Why it's not 7 and 7? That's a question you don't have to ask me, but you have teams playing in 6 days interval and teams playing in 8 days interval. So now we have this game in between, and the biggest thing for us is to be fresh for the 3 games. So when you have the calendar so tight, it's not a choice, it's a necessity to use the squad. So rotation is not a case of resting players, keeping them fresh. It's much more than that. It's sometimes a necessity. But in the end, in terms of the importance of the next game, I think you show the importance of the next game in the way you prepare. It's a mentality thing, like I said. There's absolutely no reason to look at the Bochum game in any different way than any game we've had this season. We're not. Hat er auch schon oft genug gesagt, ja. Und klar, ich denke auch, dass er vielleicht den einen oder anderen Spieler von Beginn an vielleicht mal draußen lässt, wie so ein Michael Olise, der letzte Zeit viel gespielt hat. Ich bin aber gespannt, wer weiß, vielleicht auch nicht. Vielleicht volles Rohr erstmal anfangen und dann, ja, wenn das Spiel gut gestaltet ist und Vollgas gibst, dann kannst du halt ab der 60. auch anfangen, da ein bisschen Schonung reinzubringen. Ja, aber ja, mein Gott, so ist es halt. Not where we are in the league. Und wie er sagte, manche Teams haben 6 Tage, manche 7, dann manche im 8-Tages-Rhythmus. Ja, auch das ist nichts Neues, ja. So, letzte Woche hatten wir auf jeden Fall einen Tag mehr wie Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht. Ja, so ist es. Ja, damit muss man umgehen. Dafür ist man eine Spitzenmannschaft, dafür muss man den Kader haben und gut ist. Ja. Dafür kriegst du auch das große Geld in der Champions League. At the moment, because we make a big difference between Dortmund and Bochum in our preparation, we treat them the same. And on Saturday we go full again with only this game in mind, nothing about the other game. But the calendar situation, it's something sometimes out of our control, and it's something we don't complain about, but we have to deal with it. Sport 1 und Stefan Kumberger, ganz hinten. Ja, guten Morgen. Herr Freund, in Ihrem Metier geht es ja viel um Geld. Karl-Heinz Rummenigge hat auch schon gesagt, also das mit den Gehaltsentwicklungen, das gefällt ihm gar nicht. Merken Sie das auch in den zahlreichen Verhandlungen, die Sie führen, ohne konkret zu werden, dass es immer schwieriger wird, die Interessen des Vereins mit denen der Spieler zusammenzubringen und auch die Marktlage im Auge zu behalten? Schwierig, ich kann es nicht beurteilen, wie es auf dem Level war vor 15 Jahren. Natürlich es geht um Geld. Bayern München ist dafür bekannt in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, dass sie wirklich immer sehr, sehr gesund gewirtschaftet haben. Der Verein steht so da, weil es so gemacht wurde, und das ist auch, glaube ich, im europäischen Spitzenfußball eher eine Ausnahme, und das steht auch ganz klar für die Qualität des FC Bayern München, und das wollen wir auch in Zukunft zur Hand haben. Und darum ist uns das ganz, ganz wichtig, neben dem sportlichen Erfolg, dass wir einfach einen gesunden Verein haben, auch in Zukunft, dass wir gesund wirtschaften und dass wir diese Balance finden zwischen die bestmöglichen sportlichen Erfolg und trotzdem eine gesunde Bilanz und einen gesunden Verein zu haben. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor auch für die Zukunft. Das ist natürlich immer nicht so einfach, und auch die Spieler, wenn sie sich so gut entwickeln, wenn sie einen Markt haben, es gibt große Vereine in Europa, die auch sehr, sehr viel Geld in die Spieler investieren, aber wir als Bayern München wollen eben mithalten und werden unseren Weg finden, wie wir unseren Kader aufstellen und trotzdem gesund bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ja. An den Worten können wir ihn dann mal nächstes Jahr messen, denke ich. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Klaus Bergmann, dpa, bitte. Gibt es denn neben Manuel Neuer irgendwelche Spieler, die Sie morgen nicht in den Kader nehmen können, weil sie angeschlagen sind, weil sie krank sind? Was ist mit Pavlovic zum Beispiel? Ja, Pavlovic ist noch nicht zurück im Moment. Und, das ist ja schon sehr lang jetzt. Ja, ich weiß, dass es im Fußball anders ist, aber ich möchte nicht alles medizinisch in die Öffentlichkeit besprechen immer. Wenn Sie das wissen, schön, dann werde ich nicht lügen. Aber wenn Sie es nicht wissen, dann werde ich auch ein bisschen abwarten, bis man das offiziell kommuniziert mit den Spielern auch selber. Aber im Moment steht er nicht zur Verfügung, und
Und ja, das, was Sie wissen, ist, dass er ein bisschen krank war und dass die genauen Details, das müssen die Doktors kommunizieren oder Pavlo selber. Aber ja. Ja, völlig legitim, ne? Man muss nicht immer, der Top-Standbild, man muss nicht immer jeden Scheiß kommunizieren, nur weil die Öffentlichkeit meint, man muss alles wissen, oder? Wichtig auch natürlich, wir haben über alles gesprochen, außer in Bochum jetzt. Das meine ich mit dieser Spiele, dass wir den Fokus total behalten müssen auf diese Spiele. Für uns ist es so, dass morgen schon die Priorität ist, dass wir dieses Spiel voll angehen. Was ich meine damit ist, wir werden jetzt wir haben jetzt über Verträge gesprochen, über Leverkusen, über Werk. Aber wie Sie es personell angehen morgen? Entschuldigung? Und wie Sie es personell morgen? Ja, genau. Sie sagen uns ja wahrscheinlich. Ja, aber ich habe nur im Kopf, weil von Erfahrung her sage ich nur, ich habe nur im Kopf, ich weiß, dass diese Spiele das Gefährlichste ist, wenn du reingehst und du denkst, dass das wird alles so klappen. Nein, ich will einfach zeigen und auch nochmal deutlich sagen, dass wir morgen, dass es keine leichte Aufgabe wird und dass nur morgen die Priorität ist, dass man nicht ja, natürlich wird es keine leichte Aufgabe. Für den VfL geht es um Klassenerhalt, Alter. Ja, die brauchen jeden Punkt. Die lassen ja auch in letzter Zeit immer, irgendwie holen sie ja eher die Punkte, wo man nicht mit rechnet, anstatt die Punkte, wo man denkt, jo, jetzt da ein Sieg und dann sieht es doch gut aus. Ne? Also von daher, ich hoffe nicht, dass sie gegen uns holen. Ja, sorry, VfL. Ihr habt meine volle Unterstützung in 32 Bundesligaspielen. Ja, so ist es. Und natürlich, das sind immer die gefährlichen Spiele. Da haben wir zwischen zwei so Champions League-Spielen. Ich meine, gut, wir haben 13:0 gewonnen, von da kann man da ein bisschen relaxer reingehen. Ja, aber es ist natürlich ein wichtiges Spiel im Hinblick auf die Meisterschaft. So, wenn du das verlierst, Leverkusen gewinnt, sind es 5 Punkte. So, also natürlich ist das wichtig. Ja. Vergesst, dass das die Einstellung ist von uns. Ja. Nur nochmal extra sagen, ich weiß, dass es nicht so viel gibt an die PK, aber trotzdem, wenn ich es auch für euch sage, dann sage ich es auch für mich, dass Sie das auch verstehen. Thomas, noch eine Frage? Ja, dann nochmal auf den Gegner. Was rechnest du denn morgen, VfL Bochum? Wo sind da möglicherweise die Stolpersteine? Was kann kompliziert werden? Weil das noch nicht ganz beantwortet ist, kann man davon ausgehen, dass eine größere Rotation passieren wird, weil natürlich der Fokus auch auf Leverkusen, das kannst du nicht komplett. Junge, er hat doch gerade gesagt, dass der Fokus auf dem VfL liegt. Er halt doch deine Fresse, Alter. Natürlich wird er den einen oder anderen Spaß, wird er doch jetzt nicht erzählen. Er wird sich doch nicht jetzt hier hinsetzen und sagen, ja, ich lasse den raus und den lasse ich raus und wir starten mal mit denen oder ich plane den nach einer Halbzeit auszuwechseln. Hast du gerade nicht zugehört, was er erzählt hat? Komplett wegräumen, dass der Fokus auf Leverkusen auch da ist. Und noch eine Frage, Christoph. Gestern war ja, ich sag's mal in Anführungsstrichen, die Elefantenrunde hier an der Sebener Straße. Es waren alle da, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Dresen, Dieterich, du warst da, Max Eberl war da. Es ging ja definitiv auch um die Personalie Kimmich. Deswegen auch vielleicht auch nochmal ein Thema, um da Ruhe reinzubekommen. Ist es denn absehbar, dass es dann, wie gesagt, dann zeitnah doch über die Bühne geht, gerade auch mit Blick auf das Rückspiel gegen Leverkusen? Danke. Ja, weil das ist eine Katastrophe. Ne? Wenn wir ins Rückspiel gegen Leverkusen gehen und der Vertrag mit Josh ist noch nicht verlängert, dann kann der kein Fußball spielen, die Mannschaft auch nicht. Die ist dann total verunsichert. Ne? Katastrophe, auch jetzt gegen Bochum. Ja, total verunsicherte Mannschaft. Wilde Takes wieder heute. Ja. Nein, was die Rotation angeht, ich habe es gesagt, die Realität, die Fakt ist unsere Kalender. Und das ist einfach, wie es ist. Und das ist das Einzige, wo man auch Rechnung behalten muss, damit wir stark sind in beide Spiele. Nicht nur morgen in beide Spiele. Aber die Wirklichkeit ist, ja, ich war letzte Saison im Abstiegskampf. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, vielleicht ist es für mich noch extra, weil ich letzte Saison im Abstiegskampf war. Ich weiß, wie die Vorbereitung ist in dieser Woche. Du hast nicht diesen Luxus zu sagen, dieses Spiel ist wichtig für uns und diese nicht. Das hast du in die letzten 10 Spiele nicht mehr.
Und jedes Spiel geht es um dein Leben, um deinen Job, um die Vereine, um die Fans. Und deswegen musst du als großer Verein immer Respekt haben für die Wichtigkeit für dieses Spiel, nicht nur für dich selber, aber auch für die Gegner. Und es ist schon was anderes. Und ja, dann, was sind dann die Stärke in diesem Moment? Charakter, Mentalität, Glaube. Du gehst nicht rein als kleine Mannschaft, die irgendwie mal sehen will, wie gut Bayern ist. Überhaupt nicht. Du gehst rein mit dem Glauben, dieser eine Moment, diese Ecke, diese Flanke, dieser zweite Ball, dieser Zweikampf, diese Fehler, diese Momente, das bringt schon sehr viel Motivation, auch wenn du anfängst. Und dann musst du als großer Verein einfach von Anfang an auch spielen wie ein großer Verein. Und das zeigst du nicht nur mit Qualität in diese Spiele, das zeigst du mit Verständnis von der Situation. Deswegen war das ist auch mein Hyperfokus gewesen seit das Spiel gegen Leverkusen. Ich will kein Jubel, kein Lob, also Lob bekommt man nicht so schnell, also ist okay. Aber trotzdem. Bei Bayern bekommst du das Lob wirklich nicht so schnell, ja, auch nicht von uns, wa? Das ist halt einfach so. Das am Ende des Tages, am Ende der Saison, wenn die Titel da sind, dann bekommt man Lob. Ansonsten ist das immer sehr schwierig, dass man mal, ja, für Kleinigkeiten oder für gewisse Sachen Lob bekommt. Wobei Veni von mir schon eine Menge Lob bekommen hat die Saison und das auch völlig zu Recht. Und natürlich gehe ich 100% mit, was er sagt. Ja. Es sind die letzten 10 Spiele für den VfL, Alter, zählt jeder Punkt. Ja. Und der VfL hat nur was zu gewinnen bei uns, nicht zu verlieren. Jeder erwartet, dass wir den VfL 3-4-0 weghauen aus unserem Stadion. So, ja. Und wie er gerade sagte, solange es 0-0 steht, solange der Glaube da ist, eine Ecke, eine Standardsituation, VfL geht in Führung, natürlich ist der Glaube da. Ja? Du kannst den Glauben natürlich ganz, ganz schnell brechen, indem du Vollgas gibst und in der ersten halben Stunde 2 Tore machst. So. Dann ist der Glaube auch ganz schnell dahin bei einer Mannschaft, die unten drin steht. Ja? Aber solange das 0-0 steht und die ihre Chancen wittern, ja, du musst fokussiert sein. Ja? Das steht außer Frage. Trotzdem will ich, dass die Fokus nicht anders ist als Mittwoch. Ja, Unruhe, das Thema Unruhe. Es ist wirklich so. Ja, das Thema Unruhe ist halt nur nach außen. Das ist nur in der Öffentlichkeit. Es wird im Verein keine Unruhe sein wegen diesem Thema. Ja. Und auch schon gar nicht in der Mannschaft. Aber das wird er wahrscheinlich jetzt auch sagen. Das haben wir schon öfter gesagt, dass für uns wichtig ist, dass wir fokussiert und ruhig arbeiten hier im innersten Circle. Und das ist der Fall. Und wenn ich auch Joachim jetzt sehe, er war leicht angeschlagen, hat sich dann wieder fit gemeldet, hat alles getan. Aber da vielleicht mal ein anderer Punkt. Ich denke, man hat bei Kimmich gesehen, wie gut es ihm einfach getan hat. Ja? Wie gut es ihm getan hat, dass er diese Pause hatte. Natürlich jetzt durch Krankheit natürlich schlecht, ja, aber das nun mal im Hinblick, ja, wenn man den Vertrag verlängert, gönn den Josh auch mal Pausen. Ja? Wenn er das selber nicht einsieht, ja, er muss die Entscheidung auch nicht treffen, die trifft der Trainer. Ja, aber ich denke, man hat mal gesehen, wie gut ihm diese Pause getan hat einfach. Ja, und er wirkt manchmal wirklich dann maßlos überspielt und dann nehm ihn einfach mal raus eine Woche. Ja, weil jünger wird er auch nicht und ich denke, man hat gesehen, wie gut ihm das getan hat. Ja, Punkt. Dass er dabei sein kann gegen Leverkusen und was er dann für ein Spiel abliefert, dann weiß man, dass er sich wohlfühlt, dass es, was gerade von Unruhe von draußen vielleicht reingebracht werden könnte, jetzt nicht ankommt. Es ist wirklich ruhig in der Mannschaft, wir sind fokussiert, wir wollen unsere Spiele gewinnen, wollen uns darauf konzentrieren, dass wir gute Leistungen bringen und Jo geht da mit Vorbild voran und ist auch nicht selbstverständlich, nach so einer, ja, wenn er nicht so im Rhythmus war, Trainingsrhythmus, so eine Leistung wieder abzurufen. Er war am Punkt wieder da. Die ganze Mannschaft war da, also es ist keine Unruhe, auch wenn es vielleicht so wirkt oder wenn es der andere so gerne so sehen würde. Ne, wirken tut so nicht. Ja, ich denke, der eine oder andere möchte das gerne. Wir wollen ja immer dieses Drama haben beim FC Bayern. Ja, ist ja immer langweilig, wenn es ruhig ist. Und deswegen versucht man dann da Sachen hinein zu interpretieren. Und ja, am Ende des Tages wissen wir alle nicht, wie, was da abläuft genau. Und es ist auch völlig fein, dass man das nicht nach in die Öffentlichkeit trägt.
abwarten. Ja, wir werden schon eine Entscheidung bekommen. Ich gehe fest davon aus, dass man mit dem Kimmich verlängern wird. Ich gehe fest davon aus, dass man mit Leroy nicht verlängern wird, weil man halt sagt, wir wollen ein bisschen Gehaltskosten einsparen und dann ist natürlich Leroys sportliche Leistung auf jeden Fall verzichtbarer wie Kimmichs sportliche Leistung. Ja. Und von daher gehe ich davon aus, dass man dann eher mit Kimmich verlängert wie mit Leroy. Von außen, aber wir haben es nicht drinnen und wir haben ja jetzt auch oft über das Thema gesprochen. Es wird zeitnah eine Entscheidung geben, aber alle Parteien sind im guten Austausch und es war eigentlich immer sehr, sehr offen und sehr, sehr korrekt und es war nie irgendwas dazwischen und das ist ganz, ganz wichtig für uns und das spürt man vielleicht auch, wenn man die Jungs sieht, wenn man in der Mannschaft die Energie spürt, dann spürt man, das ist für uns das Wichtigste. Und ja, gestern waren wir an der Sebener Straße, wir sind eigentlich immer an der Sebener Straße, weil das unser Arbeitsplatz ist. Nicht alle auf einmal, aber es gibt immer wieder, es gibt immer wieder einen Austausch, den hat es auch gestern gegeben, aber ja, war angenehm. Ich glaube, Uli Hoeneß hat gesagt, es wurde auch Kaffee getrunken, es wurde sich ausgetauscht, aber es... Genau, aber alles gut und wenn es, wie schon gesagt, wenn es was zu verkünden gibt und das wird zeitnah auch passieren, dann werden wir es machen. Ja, ich denke mal, der Aufsichtsrat wird jetzt nochmal, ja, keine Ahnung, weder Kimmich wird halt gesagt haben, dies, das, Ananas, so und dann trifft der Aufsichtsrat zusammen und dann wird entschieden, ja, nee, wir machen dies, das, Ananas. Und dann hat der Eberl das jetzt wieder weiter zu kommunizieren oder der Freund und dann liegt der Ball jetzt wieder bei Josh, ob er sagt, jo, machen wir so oder nicht. Und ich habe es ja schon gesagt, diese Abstimmung bei uns im Verein ist eine Katastrophe. Ja, dann kannst du auch sagen, pass mal auf, hier, Spieler XY, der Vertrag läuft aus, bestell mal deinen Berater ein, geh mal nach oben, triff dich mit dem Aufsichtsrat und handel das aus. Ja, das ist gerade, wie es beim FC Bayern läuft. Also ich weiß nicht, wofür da Max Eberl ist, ein Christoph Freund. Das ist wie in meinem Job, wenn man nicht die Entscheidungsgewalt hat über gewisse Themen so. Ja, dann kommt man sich vor wie eine Sekretärin und ich glaube, so kommt sich gerade ein Max Eberl und Christoph Freund teilweise vor. Weil du hast die Kompetenz, das zu entscheiden, aber hast nicht die Rechte dafür. Ja. Du musst immer erstmal da nachfragen, ja, wie sieht es denn hier aus? Kann ich das jetzt so machen? Kann ich das nicht so machen? Was super abfuckt und super nervig ist. Ja. Und ja, I don't know. Ich hoffe, man kriegt das in Zukunft besser hin. Ja. War natürlich dieses Jahr jetzt auch alles ein bisschen viel, aber es kann nicht sein, dass man, ich habe es ja schon im Stream gesagt, es muss doch so möglich sein, dass man sagt, hey, yo, Aufsichtsrat sagt, dein Budget an Mannschaftsgehältern ist dieser Betrag. Kein Cent mehr. So. Deine Ausgaben für Transfers ist dieser Betrag. Alles, was du durch Verkäufe einnimmst, kannst du oben drauf rechnen, kannst du mit ausgeben. Punkt. So, das ist für mich ein Aufsichtsrat. Das ist ein Kontrollgremium, ja. Der gibt die Sachen vor, dass der Verein wirtschaftlich gut dasteht. Und danach hat sich ein Sportdirektor und Sportvorstand zu richten. So. Sollte dann ein Max Eberl meinen, wie es in Leipzig angeblich war, dass er dann über diese Grenzen hinausschießt, dann hat der Aufsichtsrat einzugreifen. Dann hat er zu sagen, hey, pass mal auf, du bist jetzt schon hier und jetzt willst du noch mit dem Kimmich verlängern und dem 4 Millionen mehr geben, whatever, oder 20 Millionen Handgeld geben, das geht so nicht. Ja. Wenn das jetzt der Fall war, alles gut, wissen wir nicht, ist von außen halt schwer zu sagen, ja. Aber das ist der Weg eines Aufsichtsrats und nicht jetzt, so wie es bei uns immer die ganze Zeit war und auch so kommuniziert wurde, ja, der Aufsichtsrat hat das mit Musiala genehmigt, der hat das mit Davis genehmigt. Jeder Puls muss genehmigt werden und das ist halt in meinen Augen Schwachsinn. Nochmal, der Aufsichtsrat gibt Kernzahlen vor und danach hat dann Sportvorstand und Sportdirektor zu arbeiten, ja. Und sollten die über diese Zahlen sprengen, dann hat der Aufsichtsrat einzuschreiten. Aber doch nicht bei jeder Entscheidung. Bei jedem Transfer wird das abgestimmt, bei jeder Vertragsverlängerung. Ey, dann brauchst du keinen Sportvorstand und keinen Sportdirektor. So, die kommen sich vor wie irgendwelche Zwischenhändler. So, ja. Wofür? Dann schickt die gleich nach oben zum Aufsichtsrat, dass sie sich da hinhocken. Dann können die sich da vor die 6 Köpfe setzen und können das mit denen verhandeln. So. Ja, weil das ist, worauf es am Ende rausläuft. Ja, Christoph Freund sitzt da, Max Eberl sitzt da, die verhandeln irgendwelche Verträge und dann müssen die nach oben gehen und sagt der Aufsichtsrat, nee, das machen wir nicht.
macht das mal so und dann geht der wieder runter, verhandelt wir mit dem Spieler oder dem Berater, sagt, ja, ich kann nur so und so. Und dann sagt der wieder, nee, wir machen so und dann muss der wieder zum Aufsichtsrat, wieder nachfragen. Katastrophe, Alter. Kannst du keinem erzählen, dass man so einen Verein führt, Alter. Haben wir noch 2 Fragen. Einmal nochmal Stefan Kumbecker, bitte. Daran anschließend an Herrn Freund, um das Ganze einzuordnen. Sie haben gerade davon gesprochen, wie gut Joshua Kimmich gespielt hat. Ja. Wie hat Ihnen das denn gefallen, dass er nach dem Spiel auch lange Zeit mit uns gesprochen hat und da sehr ehrlich war, Sie und Max Eberl gelobt hat? Was sagt es über den Typen Joshua Kimmich aus, dass er sich da... Das ist ja, was ich gerade sagte. Ja? Die stehen ja da zwischen den Stühlen, Alter. Die verhandeln, sagen, yo, Kimmich ist ein wichtiger Teil für die Zukunft, für unsere Mannschaft. Und der Aufsichtsrat sagt dann, nö, nein, das geht nicht. Das können wir so nie machen. Ne? Und das kann nicht sein. Rahmenbedingungen, ja, aber du kannst nicht jeden einzelnen Spieler, jeden einzelnen Transfer, dann brauchst du keinen Sportdirektor und Sportvorstand. Ja? Dann, keine Ahnung, dann setzt wieder Uli Hoeneß da unten hin, Kalle Rummenigge als CEO, dann können die das wieder zu Hause am Tegernsee am runden Tisch entscheiden. Das macht keinen Sinn. Ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in anderen Vereinen so läuft. Das ist eine Katastrophe. Ja, und das hat man diese Saison ganz klar gesehen, dass es eine Katastrophe ist. Hat man schon bei der Trainersuche gesehen. Ja? Also, da sollte man in Zukunft echt mal darüber nachdenken, das ein bisschen zu reformieren. Ja? Es ist ja okay, wenn Ausgaben ab 50 Millionen oder so, wenn es um Spielereinkäufe geht oder sowas, dass das abgesegnet werden muss. Ey, da gehe ich ja mit, ja. Aber am Ende des Tages stellt man Rahmenbedingungen zur Verfügung und sollten diese Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden, dann an den Aufsichtsrat einzugreifen. Und ansonsten hat er sich eigentlich rauszuhalten. Ja. Aber klar, bei uns ist das ein spezieller Fall mit den Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge, die nicht wirklich loslassen können und da, ja, wild. Nicht versteckt hat, wie es vielleicht andere gemacht hätten. Ich glaube, es sagt einfach aus, so wie der Jo ist, er versteckt sich nicht am Platz, er versteckt sich nicht in schwierigen Situationen, wenn es einmal schwierig ist, auch einmal vielleicht in einem Spiel, und er versteckt sich auch nicht. Na, da versteckt er sich schon manchmal. Ja, oder zumindest aus meiner Sicht versteckt er sich da schon. Ja, da geht er noch viel zu oft mit der Masse unter, wenn ich allein nur das Spiel in Leverkusen bedenke. Da muss noch ein bisschen mehr kommen von ihm. Ja. Da müsste er, hört sich wild an mit 30, da müsste er noch einen Stepper machen, finde ich. Ja. Da draußen, er ist einfach ein sehr intelligenter junger Bursche, der sein Leben selbst in die Hand nimmt, der selbst mit dem Verein spricht, ist auch sehr, sehr außergewöhnlich, sehr, sehr reflektierter Bursch, der klare Meinung hat und die auch sagt, und das war auch in allen Gesprächen so, und er kommentiert auch sehr, sehr offen und gut nach außen. Abschließend nochmal Nicolina, bitte. Noch eine Frage an Christoph Freund. Eine der positivsten Erscheinungen der letzten Woche war Leon Goretzka. Deshalb besonders, weil man vor der Saison ganz offen kommuniziert hatte, dass es für ihn schwer werden könnte. Ja, aber auch da, es ist ja alles fein. Ja? Leon hat auch seine Qualitäten, aber auch da, wir sehen es, wenn Kimmich auf dem Feld ist, hat ein Leon nicht mehr diese Freiräume. Ja? So, man muss sich halt entscheiden, meiner Meinung nach, sportlich, ja, ich mache mit Kimmich weiter, dann weißt du, ja, dann musst du irgendwie auf dem Feld einen haben, der ihn zuarbeitet. Oder du musst einen Kimmich mehr in die Schranken weisen, so wie es am Anfang der Saison war, dass so ein Pavlo dann die Achterrolle da ausfüllen kann. Ja. Dann brauchst du aber keinen Goretzka, dann brauchst du keinen Palinja, weil dann hast du einen Pavlovic, du hast einen Bischof verpflichtet, dann hast du noch einen Conny Leimer. Das heißt, du kannst dann Palinja und einen Leon abgeben. Ja. Und warum musst du dann Leon abgeben? Weil Leon einfach auch 17, 18 Millionen verdient. Und das ist viel zu viel. Auch für diese gute Leistung in Stuttgart ist das zu viel. Ja. Auch ein Kimmich verdient zu viel. So, ja. Punkt. Das ist das Thema. Und entweder verlängerst du damit einen Kimmich nicht, ja, selbst dann wirst du einen Goretzka abgeben, weil er einfach zu viel Geld verdient. Dasselbe mit Gnabry, Coman, Sané. Die verdienen halt alle zu viel Kohle, Leute. Das ist doch das große Problem. Ja. Leon hat einige ganz gute Spiele gemacht dieses Jahr, gar keine Frage. Aber am Ende, wenn du mit Kimmich verlängerst, man will doch einen Pavlo da haben. Man möchte das Eigengewächs da. Man hat einen Tom Bischof verpflichtet. Wenn Kimmich verlängert wird, ihr wisst das selber, Kimmich spielt immer. Ja? Das wird nächste Saison nicht anders sein, auch wenn ich es mir anders wünschen würde, dass er mal ein paar Pausen bekommt. Wird das nicht anders sein. So, und zusätzlich hast du noch einen Conny Leimer. Ja.
Es ist kein Platz für Leon. Sorry. Und wenn wir das gesehen haben, wieder jetzt. Kimmich überstrahlt halt aktuell wieder diesen Mann neben sich komplett. Ne? Das hat eine Trainergeschichte, aber das würde jetzt hier auch zu weit führen. Ja. Ey, wird Leon irgendwie bei 10 Mille liegen, würde ich sagen, alles gut. Ja. Aber selbst dann musst du musst auf dieser Position, sind wir maßlos überbesetzt, da müssen Spieler gehen. Punkt. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum man jetzt so lange gezögert hat mit Kimmich. Ja, keine Ahnung, ob es einen Markt für einen Palinja gibt nächstes Jahr, ob es einen Markt für einen Goretzka gibt bei dem, was er verdient. Ja, schwierig. So, aber du kannst nicht auf den Pavlo setzen, du kannst nicht einen Tom Bischof verpflichten, kannst nicht einen Kimmich behalten, der schon einen Platz dann komplett blockt und hast dann 5 Spieler für eine Position oder was? Du hast einen Conny Leimer, du hast einen Pavlovic, du hast einen Bischof, du hast einen Leon Goretzka und du hast einen Palinja. Das sind 5 Spieler für eine Position, weil Kimmich immer spielt. So, was willst du damit? Davon kannst du mindestens 2, ja? Du kannst sogar 3 abgeben. So, weil Kimmich immer spielt. Dann holst du noch ein Talent aus der zweiten, was hinten dran steht, falls es mal anders sein sollte. Ja? Also, da hast du Einsparpotenzial ohne Ende auf dieser Posi. Ja? Und deswegen muss man, ja, nur weil Leon jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht hat, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Stuttgart. Ja? Er war auch diese Führungspersönlichkeit. Das war aber früher schon so. Immer wenn Kimmich nicht da war, hast du gesehen, dass Leon diese Führungsperson ist. Ja? Wenn Kimmich aber mit Leon auf dem Feld steht, dann ordnet sich ein Leon immer unter. So. Schwierig. Regelmäßig auf Spielzeiten zu kommen. Er galt als Verkaufskandidat. Mich würde interessieren, ob sich Ihr Blick auf Leon und auf seine Situation verändert hat und ob man vielleicht jetzt sogar darüber nachdenkt, längerfristig mit ihm zu planen. Nein, denkt man nicht. Der Blick hat sich nicht groß verändert, weil der Leon auch letzte Saison keine einfache Situation hatte. Das ist ja, was ich sage. Wir haben einfach ein Überangebot. Ja, ich hab's euch gerade aufgezählt. So, wenn Kimmich da ist, spielt Kimmich immer und 5 Spieler für eine Posi. So, ja. Dann zurückgekämpft hat, viel gespielt hat. Wir haben ganz offen mit ihm im Sommer kommuniziert, dass es schwer werden wird. Er hat gesagt, er will den Kampf annehmen, er bleibt hier und ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass er dann immer richtig gut trainiert hat, immer seine Leistung gebracht hat. Und dasselbe wird man ihm im kommenden Sommer wieder sagen und Leon wird wieder dasselbe sagen, ich bleibe hier, Blasels. Und warum? Weil er hier so viel Geld verdient, wie er es nirgendwo anders verdienen wird. Ja, das ist nun mal ein Fakt. Und dasselbe wirst du beim Gnabry haben, dasselbe wirst du beim Koman haben, es sei denn, der Koman kriegt irgendwo ein Angebot, wo das Gehalt ebenbürtig ist. Das ist so das große Problem, was wir haben. Ja. Und man hat mit dem Fonzie Davies wieder denselben Fehler gemacht. So, den zahlt man auch wieder maßlos überzogenes Gehalt und deswegen sage ich ja, es wird schwer werden, irgendwo zu sagen, wir reduzieren mal die Kaderkosten. So, du kannst eigentlich mit dem Leroy Sané nicht verlängern, ne, wenn du wirklich Gehaltskosten einsparen willst. So, das sind 20 Mille, die du sparen kannst. Und dann musst du zusehen, dass du ein Palinja und ein Leon los wirst im Sommer. So, Punkt. Das sind die beiden Großverdiener im zentralen Mittelfeld neben Kimmich. Ich denke, ein Palinja wird mehr verdienen, wie es ein Pavlo ist oder wie es auch ein Tim Bischof verdienen wird. Ja. Die werden wahrscheinlich irgendwo bei 4-5 Millionen aktuell liegen. Ja, das ist der Way to go, Alter. Gebracht hat und jetzt sehr, sehr viel gespielt hat, von dem her Hut ab vor seinen Leistungen und auch wie er mit der Situation umgegangen ist. Sagt auch viel über seinen Charakter aus, muss man schon ganz klar sagen, weil es gibt da sicher auch einige Jungs, die dann vielleicht den Kopf reingesteckt hätten und gesagt haben, das ist unfair, das ist nicht korrekt, aber er hat weiter trainiert, hat sich dafür belohnt und jetzt richtig gute Spiele gemacht. Und von dem her, Fußball ist auch Tagesgeschäft, dann waren Verletzungen, dann waren Ausfälle und er hat dann seine Chance einfach genutzt. Und von dem her ist er ganz, ganz ein wichtiger Faktor aktuell für uns. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das zeigt auch wieder, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist und dass man immer dranbleiben soll als Profi. Das gilt für mich als Vorbild für viele Fußballer auch, wo es einmal ein bisschen schwieriger ist oder wo die Situation einmal so scheint, dass es schwierig ist. Wenn man weiter daran arbeitet und daran glaubt, dann wird man auch dafür wieder belohnt.
Und wir sind froh, dass wir ihn aktuell haben, weil er es richtig, richtig gut macht. Alles klar, vielen Dank. Danke. Vielen Dank, sehen uns bis morgen. Ja, vielen Dank dafür. Meine Takes habe ich gemacht zum zentralen Mittelfeld. Ich gehe davon aus, dass Kimmich verlängert wird in den kommenden Tagen. Dann wird das rund sein und dann wird die Aufgabe im Sommer bestehen. Ja, ich habe es gerade gesagt, zentrale Mittelfeld ein bisschen auszudünnen. Ne? Anders wird es nicht gehen. Gut, Leute, in diesem Sinne wünsche ich uns natürlich ein schönes Spiel gegen den VfL Bochum. Hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns. Und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein super duper Wochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.